Shalom Aleichem. Heint will mir dermonen dem größten jüdischen Poet Peretz Markisch, was ist geboren geworden dem 7. Dezember 1895 in dem Berliner Städtel Polone, wegen welchen hat viel mal geschrieben in seine Lieder und Autobiografie. Markisch allein hat geschrieben wegen seinem Geburtsort Azoi. Das bilderische Städtel Polone auf Berlin hat geschämt mit Kinderspielchen, welche man verkauft, hauptsächlich auf dem Vokzal, mit den ortigen Schneiders und mit dem Käfer von dem bewussten Kommentator von der Bibel. Markisch hat vermogt eine zarte, süße Stimme, und wenn der Hasen, welcher hat gewohnt, beschehen mit dem Markisches, hat diriert, wie das Engel singt, hat genommen einreden dem Taten, soll ihm abgeben Peretzen wie ein Behelfer auf Rosh Hashune und Yom Kippur. Später ist Peretz gewesen ein paar Jahre am Scheuer in Berditschew, der noch gekommen in Odessa. In Odessa schreibt der Dichter in seiner Autobiografie, demnach gelebt die ungesehenste Vorsteher von der jüdischen Literatur, Chaim Nachman Bialik, Mendele Moches Purim und Sholem Aleichem. Ich habe dann das erste Mal sich begegnet mit Bialiken bei ihm in der Diere. Aber es hat ausgebrochen die erste Weltmalchume und mit Markischen weggeschickt auf den Front. Von der Melchume kehrt sich ihm ein Verwundeter. In 1917 trägt sein erstes Lied Der Kämpfer in der Jekaterinoslawer Zeitung mit denselben Nummern. Von dem Ton ist Literatur geworden sein Hauptprofessor. Schon in ein Jahr beweist sich sein Poeme Wolin, der noch eins nach dem anderen seine Liedersammlungen Schwellen, Pust und Pass, Stieferisch in Mittenweg, welche stellen ihm gleich in die erste Reihe von der neuen jüdischen Poesie. So auf 1921 verlässt Markisch Russland und kommt in Warschau, wo fällt gleich heran in eine blinde schäferische Zwiebel. Dort erscheint sein Poeme Die Kuppe, ein monumental künstlerisch Bild von den jüdischen Pogromen in Ukraine und die Liedersammlung Radio. Zusammen mit Uri Zvi Grimberg und Melech Ravitch gründet und redaktiert die Sammelbücher Chalastre. Von Warschau macht Reisen in Paris, Berlin, London, Madrid und Jerusalem, und das findet eine Abspiegelung in seiner Dichtung und in seine literarische Essays. Zusammen mit Nachman Meisel und anderen langjährigen Pen-Kollegen wird in 1924 ein Mitglied von die Warschauer Literarische Blätter. Druckt euch Lieder in der New Yorker Zukunft, tritt raus in verschiedene Städte von Polen mit Vorlesungen auf literarische Themen, welche sind sehr populär in den jüdischen Kulturkreisen. Bringt aber nach Russland und ist verblendet, gläumerst mit den Möglichkeiten zu entwickeln dort die jüdische Kultur in einer breiten Vernehm und mit der Stütze von der Meluche. So 1926 kehrt sich besetzt sich zuerst in Charkow, der noch in Moskau, und es hebt sich eine neue Periode in seinem Leben und schafferischer Tätigkeit. Es geht heraus sein Roman Dorois, Dorein und sein Poeme Brüder. Wird scharf kritikiert, mit zu ihm Tanes als seine Helden ideologisch gepentet mit nationaler Begrenztheit. In den 30er Jahren
Und in der ersten Hälfte von den 40er Jahren ist Marques sehr schafferisch. Sie erscheint der erste Band Lieder von seinem gesammelten Werk und ein Band Pieces. Seine Piece, die Mischpuche Avadis, wird gestellt in einem Meluche-Theaters. Wird belohnt mit der ersten meluchischen Auszeichnung, mit dem Leninorden. In den Jahren von der Zweiten Weltmilchume nimmt Teil in dem jüdischen antifaschistischen Komitee, in Moskwer Meluchentheater und in der jüdischen Sektion von dem Schreiberverein. Ist der Redakteur von den Sammelbüchern zum Sieg und Heimland, später ein Mitglied von der Redaktionskollegie von dem Almanach Heimland. Wie ein merkwürdiger künstlerischer Denkmal von jener Zeit ist verblieben sein Buch Milchume, ein epische Poeme von echer 20.000 Schires, wie euch die Poeme zu jüdischer Tänzern und Roman Trott von Deures, wegen dem heldischen Aufstand in Warschauer Ghetto. In den Linien von dem jüdischen antifaschistischen Komitee ist Marques gewesen einer von den Hauptbeschuldigten. Man hat ihn arrestiert dem 27. Januar 1949 und schon in dem ersten Tag genommen auf ein Verräter. Erschossen hat man ihn dem 12. August 1952.